Oh, schau mal da, Afrika. Was, Südafrika bist du gewesen, hast du schon mal gesagt? Ja, ich bin von da bis da gereist. Was, mit was bist du aufgereist? Mit dem Bus? Mega krass. Ja. Wow. Bist du mal in Amerika gewesen? Ja, also Amerika und Kanada, da oben. Schau da. Oh, da bin ich auch gewesen. Vancouver, Edmonton. Ey, das ist so schön da. Bist du auch im Nationalpark gewesen, Ja, mit Jasper? ja, ey, die sind so schön, die Wasserfälle und die grossen Wälder und die wilden Tiere. Ja, All die das ist wilden mega Tiere, ja. schön. Mega. Ja, normalerweise würde man ja eigentlich am liebsten in der Ferien bleiben. Bei der Cori war das aber etwas anders gewesen. Sie hat sich mega gefreut, als sie endlich wieder daheim war. Letzte Woche haben wir gehört, wie sie in Deutschland im Gefängnis war und wie schlimm es ihr dort gegangen ist. Und sie hat doch aber auch erlebt, wie Gott grosse Wunder gemacht hat und auch nichts sie von der Liebe trennen konnte. Jesus ist grösser und stärker und darum singen wir jetzt auch das Lied Jesus ist grösser. Das ganze Lied wird aber nicht von der Isabel gesungen, sondern unsere Kinder von der Sonntagsschule. Und darum hören wir doch gerade einmal das Lied und singen das zusammen. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Afrika, Russland, Amerika, ja, Cori bleibt nicht daheim. Sie reist fleissig auf der ganzen Welt umeinander, aber ihr Ziel ist ein ganz besonderes. Cori erlebt immer wieder in ihrem Leben, wie Gott rechtzeitig eingreift und eine Situation zum Besten wendet. Einmal, als sie in Kuba war, ist es plötzlich stockdunkel geworden. Und was ist dort nun passiert und wieso ist Cori denn überhaupt so dankbar darüber gewesen? Nicht alles war immer einfach und toll im Leben der Cori. Sie hat viel Schlimmes erleben. Und wie würde sie wohl reagieren, wenn sie einen von diesen Menschen sehen würde, der ihr und den anderen Frauen so viel Schlimmes angetan hat?
Grüezi wohl, guten Tag. Grüezi. Ich müsste ein Billett haben, und zwar mit verschiedenen Stationen. Ja. Ich müsste nämlich von da, Taiwan, müsste ich dann als nächstes nach Hongkong gehen. Dann als nächstes auf Sydney, nach Auckland und wieder zurück auf Sydney, nachher nach Kapstadt in Südafrika, nach Tel Aviv und dann schließlich nach Amsterdam. Wo will echt die alte Frau hin? Will sie echt ihre Enkel besuchen? Da ist ihr Billett. Danke vielmals. Was ist denn das Ziel von ihrer Reise? Mein Ziel, das ist der Himmel. Himmel. Können Sie mir das buchstabieren? Natürlich, das ist H-I-M-M-E-L. Ah, Himmel. Sie machen den Spass. Nein, das meine ich ganz ernst. Aber Sie müssen das gar nicht aufschreiben, weil dort habe ich mein Billett schon. Herein. Grüezi wohl. Grüezi Grüezi. Schönen Tag. Was sagen Sie da? Wir brauchen doch kein Billett im Himmel. Wohl, wir brauchen ein Billett. Aber vor 2000 Jahren ist Jesus am Kreuz gestorben und hat schon gezahlt für meine Sünden. Und darum habe ich den Eintritt für den Himmel schon. Aber man braucht ein Billett. Das ist doch dummes Zeug. Nein. Die Dame da hat recht. Haben Sie denn auch schon Ihr Billett für den Himmel? Ja, wissen Sie, ich bin von China und als Kind habe ich dort schon mein Leben Jesus übergeben. Wow, das freut mich aber. Sehen Sie, auch Sie brauchen das Billett in den Himmel. Weil Sie kommen in kein Flugzeug rein, wenn Sie nicht ein gültiges Fahrbillett haben. Das wissen Sie ja. Und viel weniger in den Himmel. Darum fragen Sie doch den Mann, er würde Sie sicher gerne erklären, ich muss gehen. Mein Flugzeug wartet schon. Schönen Wunderbar. Tag Ihnen. Auf Gute Reise, Danke. adieu. Also bitte, setzen Sie sich. Danke. Hast du schon dein Flugbillett für den Himmel? Jeder einzelne Mensch muss das nämlich für sich annehmen. Jesus ist vor vielen Jahren für dich und für mich gestorben, aber wir müssen zu ihm gehen, weil es gibt nur einen Weg, um das Flugbillett zu bekommen. Wir müssen zu Jesus gehen und ihm bitten, unsere Sünden zu vergeben. Als ich ein Kind war, habe ich das auch verstanden. Und ich habe gewusst, dass ich nicht in den Himmel kann, wenn ich nicht Jesus in mein Leben einlade. Und ich wollte unbedingt in den Himmel und Jesus als meinen Freund haben. Und darum habe ich ihn eingeladen und ihn um Vergebung von meinen Sünden gebeten. Und ich weiss, dass ich seit dem Tag mein Billett für den Himmel habe. Aber ihr fragt euch jetzt sicher, wie ist denn Cory nach Taiwan gekommen und woher hat sie das viele Geld gehabt, um so weit die Reise zu machen? Weil heute gehen wir an den Flughafen und kaufen das Billett. Die meisten, die schon arbeiten, haben genug Geld, um umzufliegen. Aber früher war das noch viel teurer und das war nicht so einfach. Jetzt mögt ihr euch sicher noch erinnern, wie die Cory und ihre Schwester Betsy dort mal in dem schrecklichen Lager waren in Deutschland, in Ravensbrück, wie sie dort so misshandelt worden sind. Und in einer Nacht hat Gott der Betsy, der Schwester von der Cory, gezeigt, wie sie später nach dem Krieg den Menschen helfen können. Und Betsy ist aufgewacht in derselben Nacht, hat ihre Schwester Cory geweckt und hat ihr alles erzählt, was Gott ihr gezeigt hat. Und dann haben sie zusammen Pläne geschmiedet und haben sich überlegt, wie sie den Menschen nach dem Krieg helfen können. Sie haben sich überlegt, dass sie auch ein Haus kaufen können und später dort Menschen aufnehmen können, die genau in so Lager waren wie sie. Und sie wollten auch auf dieser ganzen Welt herumreisen und den Menschen von Jesus erzählen, damit viele Menschen noch von Jesus hören können. Und ja, sie haben gewusst, es kostet viel Geld, aber sie haben sich keine Sorgen gemacht. Weil die beiden haben gewusst, sie haben einen himmlischen Vater, der alles Geld auf dieser Welt hat. Und der wird ihnen helfen. Und später war es auch wirklich so gewesen. Die Cory hat immer wieder erlebt, wie Menschen ihr Geld gegeben haben, wo sie hat ihnen nicht erzählt, dass sie es braucht. Aber Gott hat diesen Menschen das aufs Herz gelegt und die haben ihr dann Geld geschenkt. Und Betsy, die hat dort mal auch gesagt, das war so im November oder Dezember, hat sie zu der Cory gesagt, du, wir werden noch vor Ende dieses Jahres werden wir frei sein. Und, wisst ihr was? Genau das ist passiert. Aber ein bisschen anders als erwartet. Und zwar hat Gott Betsy zu sich in den Himmel geholt. Dort hat sie die Freiheit gehabt von Schmerz, sie hat keine Traurigkeit mehr gehabt und sie hat für immer bei Jesus dürfen sein. So war sie frei gewesen, nicht auf dieser Erde, aber im Himmel.
Und Cori, die ist wie durch einen Irrtum, also durch einen Fehler von Menschen, ist sie freigelassen worden. Die haben das eigentlich gar nicht wollen, aber irgendwie durch einen Fehler ist sie freigelassen worden. Aber für Gott war das kein Fehler gewesen und auch kein Zufall, sondern Gott hat sie so befreit. Und das Krasse ist, eine Woche nachdem die Cori befreit war, sind alle Frauen, die gleich alt waren wie sie, umgebracht worden. Das war also Rettung in letzter Sekunde gewesen. Als Cori jetzt also unterwegs war, in die Freiheit von Ravensbrück mit dem Zug nach Holland, wo sie ja hergekommen ist, hat sie Gottes Versprechen gemacht. Sie hat ihm gesagt, Jesus, ich möchte aber jetzt mein Leben ganz dir geben. Und das Versprechen, das hat sie gehalten. Ihre Freunde haben ihr geholfen, ein Haus zu mieten. Und bald war das Haus voll von Menschen, die genau in auch so Lager waren wie die Cori und ihre Schwester. Und die Menschen, die armen Menschen, die haben sich zuerst mal wieder ans normale Leben gewöhnen. Sie mussten wieder vieles lernen und das ist ihnen nicht einfach gefallen. Aber könnt ihr euch vorstellen, was das Schwierigste war für sie? Das Schwierigste war, den Leuten zu vergeben, die ihnen so schlimme Sachen angetan haben. Aber schau, vielleicht fällt es auch dir manchmal nicht leicht, den Leuten zu vergeben, die dir böse Sachen machen. Ich weiss es nicht, vielleicht haben dir in der Schule die Ende schon blöde Spitznamen gesagt oder du bist ausgelacht worden oder du warst einfach gemein zu dir. Und fällt dir das leicht, um denen zu vergeben? Wenn nicht, Jesus möchte ja dir helfen und du kannst ihm bitten, dass er dir hilft, denen zu vergeben. Jetzt Cori, immer wenn sie können, hat sie die Leitung von dem Haus anderen Leuten abgegeben, damit sie selber auf Reisen können. Und sie ist an ganz unterschiedliche Orte auf dieser Welt gegangen. Zuerst ist sie oft in die USA gegangen, in die Gemeinden, und hat dort diesen Leuten von Jesus erzählt. Und was sie ihnen auch erzählt hat, ist, dass nicht Haus und nicht Geld, dass das nicht Sachen sind, wo sie sich darauf verlassen können, dass das nicht ihre höchsten Sicherheiten sein sollen. Und sie hat ihnen erzählt von den Sachen, die sie in Ravensbrück erlebt hat, und hat gesagt, schaut, ich habe nichts mehr gehabt und mir ist es wirklich schlecht gegangen. Aber genau dann habe ich gewusst, dass Jesus trotzdem bei mir ist. Und das ist nicht nur wichtig, dass Cori das den amerikanischen Christen erzählt hat, sondern auch du und ich müssen das heute wissen, dass nicht schöne Kleider, dass nicht Geld, dass nicht so Sachen uns das Wichtigste sind und wir unser ganzes Vertrauen darauf tun, sondern dass wir wissen, das Einzige, was für immer bleibt, das ist Jesus. Jetzt war Cori eben unterwegs und sie hat sich einen Namen gegeben und hat gesagt, sie sei Weltreisende im Auftrag von Gott. Und dann war sie an ganz vielen Orten unterwegs gewesen. Einmal ist sie zum Beispiel nach Kuba gegangen, das ist in Mittelamerika, und ist dort in die Hauptstadt nach Havanna in ein strenges Mädcheninternat besuchen. Und die strengen Regeln, die es dort hatte, die haben sogar für die Gäste gegolten. Dann sind sie zum Beispiel am Morgen zum Morgen gegangen und es hat nur eine heisse Tasse Wasser gegeben für alle. Dann hat sich Cori so zu einem Mädchen gegangen und hat sie gefragt, du, gibt es immer nur das zum Morgen, gibt es denn nichts anderes? Und dann hat sie gesehen, wie alle sind da gesessen mit ihrer Tasse heißem Wasser vor sich, und dann hat es ein Teewürfel gehabt, wo sie einander weitergegeben haben. Und dann hat jeder 3 Sekunden Zeit gehabt, um es reinzutun, und dann hat es am nächsten weitergegeben. 1, 2, 3. Nur Cori hat es ein bisschen länger dürfen haben, weil sie ganz am Schluss dran gekommen ist. Okay, probieren wir den Tee. Okay. Aber das Wasser hat ja keinen Geschmack mehr gehabt. Also ganz leicht schmeckt man, aber das ist eigentlich nur Ist Wasser. ein bisschen heißes Wasser. So fein ist Jetzt wieder gefällt. Besonders fein. Jetzt hat Cori dann am Abend den Mädchen noch erzählen von Jesus und von den Sachen, die sie erlebt hat. Sie ist zu der Direktorin und hat sie gefragt, ob sie den Mädchen noch Sachen erzählen. Dann hat die Direktorin gesagt, du kannst 5 Minuten kannst du haben, aber nachher haben die Mädchen noch Wichtigeres zu tun. Die müssen nämlich noch Aufzüge machen. Die armen Mädchen hat am Abend noch Aufzüge machen. Das war sicher nicht so cool für die. Aber Cori hat gesagt, du ja, dann nutze ich die Zeit aus, die ich habe, mache 5 Minuten und erzähle ihnen Geschichten, die ich erlebt habe. Hat sie ihnen erzählt von Kindern, die ihr jetzt mal geholfen haben im Krieg, jüdische Babys zu verstecken, weil ja die Juden verfolgt worden sind und umgebracht worden sind. Und dann haben ihre Kinder geholfen, jüdische Babys zu verstecken, hat sie den Mädchen erzählt. Und nach 4 Minuten ist etwas passiert. Das Licht ist ausgefallen und es war stockdunkel. Es hat einen Stromausfall gegeben. Und jetzt hat die Direktorin gesagt, ja, dann erzähl weiter, jetzt können die Mädchen keine Aufzüge machen. Und dann hat Cori sich gefreut und den Mädchen weiter erzählt von Kindern, die sie in fernen Ländern kennengelernt hat, von Jesus, der der Freund von allen sein will und auch im Leben und im Herz von diesen Mädchen wohnen will.
Die Mädchen waren ganz berührt von den Geschichten, die Cori ihnen erzählt hat. Und viele hatten sogar Tränen in den Augen gehabt. Und nach einer Stunde haben dann ein paar Männer, die den Stromausfall wieder behoben haben, nach einer Stunde ist dann das Licht wieder gegangen. Und dann hat die Direktorin gesagt, so, jetzt Mädchen, müsst ihr aber Aufzüge machen. Immerhin haben sie eine Stunde Zeit gehabt. Und ein Mädchen ist noch zu der Cori, hat ihre Arme um den Hals von der Cori geschlungen und zu ihr gesagt, hat sie geflüstert, du Cori, ich glaube, Jesus hat den Stromausfall gemacht, damit du uns von ihm kannst erzählen. Ja, Gott kann sogar einen Stromausfall brauchen, gell, damit Cori mehr Zeit hat, um denen von ihm zu erzählen. Cori ist um die ganze Welt gereist, nur ein Land ist ihr sehr schwer gefallen, um dort hinzugehen. Nach Deutschland. Weil dort war Ravensbrück, der Ort, wo sie so lange eingesperrt war und so Schlimmes erlebt hat. Ich weiss nicht, ob ihr euch noch erinnert, wie Cori als 6-jähriges Mädchen sich am Stegengeländer festgehalten hat, wo sie nicht in die Schule gehen wollte. Und ihr Papi dann gekommen ist, ihre Hand festgenommen hat und mit ihr zusammen in die Schule ist. Und es ist so, jetzt war es so ähnlich gewesen, und Gott hat ihr gesagt, Cori, ich möchte, dass du nach Deutschland gehst. Sie hat gewusst, das ist ihr Auftrag. So ist sie dann nach Deutschland gegangen und die Leute haben sie dort mit ganz herzlicher Liebe aufgenommen und sich gefreut, dass Cori zu ihnen gekommen ist. Sie hat in vielen Gemeinden geredet und auch an anderen Orten und sogar mal in einem ehemaligen Konzentrationslager, wo jetzt ein Flüchtlingsheim war. Sie hat den Leuten erzählt von der Liebe von Gott und hat die Liebe von Gott verglichen mit einem Ozean, mit einem riesigen Meer und hat gesagt, dass Gott unsere Sünden, die er uns vergeben hat, in das Meer hineintut und dort versenkt und nie mehr rausholt. Er stellt sogar ein Schild dort an, wo drauf steht, Fischen verboten. Das heisst, Gott möchte nicht, dass wir selber wieder daran denken und uns wieder schlecht fühlen wegen dem, was er uns vergeben hat. Und er selber wird das auch nie mehr dort führen, nicht das, was er uns vergeben hat. So war Cori dann einmal in München, das ist eine Stadt auch in Deutschland, und hat dort auch erzählt von der Liebe von Gott. Und am Schluss, nach dem Gottesdienst, ist ein Mann auf sie zugekommen und als sie ihn gesehen hat sie einen Schreck bekommen. Sie hat ihn angeschaut und sie hat sofort gewusst, wer das war. Einer der schlimmsten Aufseher dort mal in Ravensbrück. Einer, der ganz gemein war zu diesen Frauen. Am liebsten wäre sie irgendwie weggegangen, aber sie konnte nicht weg. Und der Mann ist auf sie zugekommen. Der Mann hat sich nicht mehr an sie erinnert. Weil es hat so viele Frauen gegeben dort und Cori hat sicher ein bisschen anders ausgesehen, so abgemackert, weil sie nicht viel zu essen hatte. Er hat nicht mehr gewusst, wer sie ist oder dass sie dort war. Er hat nur gewusst, sie war auch in einem Konzentrationslager. Kommt er zu ihr und sagt, Frau ten Boom, ich habe Jesus in meinem Herzen aufgenommen. Und als Sie von der Liebe von Gott geredet haben, habe ich mich daran erinnert, dass Gott auch meine Sünden vergeben hat. Und jetzt würde ich gerne jemanden von diesen Frauen, die im Konzentrationslager war, um Vergebung bitten. Können Sie mir vergeben? Hat ihr die Hand angestreckt. Aber die Cori hat die Hand nicht heben. Für sie war es unmöglich. Sie dachte, wie kann ich dem Mann vergeben, der so schlimme Sachen gemacht hat. Wegen dem hat meine Schwester sterben. Nein, dem kann ich nicht vergeben. Aber in der Bibel steht, dass wir nicht von Gott Vergebung erwarten können, wenn wir nicht selber parat sind, um Vergebung anzunehmen. Und darum hat sie im Stillen gebetet und gesagt, Jesus, hilf mir dem Mann zu vergeben. Und in dem Moment hat sie die Liebe von Jesus durchströmt und sie konnte die Hand nehmen von dem Mann, sie schütteln und sagen, ich vergib ihnen, liebe Brüder. Wow, so etwas kann nur Gott machen. Dass Cori sogar dem Mann hat vergeben konnte. Und du und ich, wir sind noch nie vom Gefängnisaufseher geschlagen worden und wir sind auch noch nie fast zum Verhungern gebracht worden. Aber auch wir haben Menschen, die uns vielleicht schon verletzt haben. Und auch wir können vergeben, genau wie Cori, wenn wir Jesus darum bitten. Er kann uns die Liebe geben und wir können sogar die Menschen gerne haben, die wir am wenigsten gerne haben, durch die Liebe von Jesus. Cori ist weiter herumgereist, in Afrika ist sie, in Russland, in Amerika, eben, in China, in vielen Ländern, in Taiwan, wie wir am Anfang gehört haben heute. Und Cori hat immer Gott gebeten, dass er sie an diesen Ort führt. Sie hat nicht einfach selber irgendwo hingehen und irgendetwas machen, sondern dass Gott sie an den richtigen Ort bringt. Und manchmal hat Gott sie sogar in Gefängnis gebracht. Dort hat sie auch von Jesus erzählen. Und Gefängnisse waren nie ein angenehmer Ort, aber ein Gefängnis war besonders schlimm, wo sie mal ist, in Ruanda, in Afrika. Sie ist mit einer anderen Frau dort hin und vor ein paar Tagen hat es gerade so richtig gestürmt und geregnet in Strömen. Darum war alles voller Schlamm am Boden.
Wo sie jetzt dort angekommen sind, sind viele Männer draussen gesessen, so am Boden, mit dem Schlamm bis zu den Knien rauf. Und dann ist sie an und hat die Männer gefragt, warum sitzen die denn da draussen und gehen nicht ins Haus? Die Männer haben gesagt, das Haus ist viel zu klein, dort hat es gar keinen Platz für uns alle. Sogar in der Nacht müssen die einen von uns da draussen schlafen. Wo Cori in die Gesichter dieser Männer geschaut hat, hat sie gesehen, Traurigkeit und Verbitterung. Die Männer haben richtig wütend und traurig ausgesehen. Cori hat sich gedacht, ach Gott, wie kann ich diesen Menschen deine Freude weitergeben, wenn sie so am Leiden sind und so verbittert sind in ihrem Herzen. Und sie hat gesagt, Gott, gib mir bitte ein Meer von Freude, das ich mit diesen Männern teilen kann. Und Gott hat ihr das Gebet erhört. Sie haben sich versammelt und sie hat diesen Männern erzählt von der Liebe von Jesus und dass Jesus niemand von uns jemals im Stich lässt und dass Jesus möchte ein Teil von unserem Leben sein. Und dann hat sie gemerkt, wie die Männer vielleicht denken, ja, die Frau die kann gut erzählen, gell? Die dürfen in 10 Minuten wieder aus dem Gefängnis rauslaufen, aber wir sind hier eingesperrt, soll die nur von Freude erzählen, wir haben keine Freude. Darum hat sie diesen Männern gesagt, wisst ihr, auch ich war mal in einem Gefängnis, in einem, das noch viel schlimmer ist als eures. Und zwar sind dort 95'000 Frauen getötet worden, geschlagen worden und haben so schlimme Sachen erlebt. Und sogar meine eigene Schwester Betsy ist dort getötet worden. Darum verstehe ich euch sehr gut. Aber wisst ihr, ich habe sogar in dieser Hölle auf Erde erlebt, dass Jesus uns nie im Stich lässt. Auch dort habe ich gewusst, dass Jesus uns liebt. Und darum klopft Jesus heute an eure Herzenstüren und fragt, wer macht auf für mich? Wer möchte auch, dass ich Teil von seinem Leben wird? Und wo Cori das gesagt hat, wisst ihr, was passiert ist? Alle Männer haben ihre Hand aufgestreckt. Alle Gefangenen und alle Aufseher von dem Gefängnis wollten Jesus ihr Leben aufnehmen. Wow, Gott hat der Cori Freude ins Herz gegeben, die sie mit diesen Männern teilen konnte. Und am Schluss haben die Gesichter nicht mehr traurig ausgesehen, sondern sie haben gestrahlt vor Freude. Und als dann fertig war, haben sie die Cori auch raus zum Auto begleitet. Und sie sind sogar aus dem Gefängnis raus, aber keinem von diesen Gefangenen wäre in den Sinn gekommen, zum Flüchten. Und als dann Cori schon im Auto gesessen ist, haben die Männer alle irgendetwas gerufen. Und Cori hat nichts verstanden, weil es eine andere Sprache war. Hat sie ihre Dolmetscherin gefragt, du, was sagen die da zu mir? Ich verstehe sie nicht. Und die Dolmetscherin hat gesagt, die sagen, alte Frau, komm bitte wieder zurück zu uns, ein anderes Mal, und erzähl uns mehr von Jesus. Und Cori hat leider nicht selber zurück, weil sie ja weiter herumgereist ist, aber die andere Missionarin, die ist dann zurück und hat Cori erzählt, wie auch später neue Gefangene auch Jesus kennengelernt haben und ihn aufgenommen haben in ihrem Leben. Genau. Und wo sie dann älter geworden ist, Cori, hat sie dann nicht mehr herumreisen. Und sie hat in den USA hat Gott ihr ein Haus geschenkt. Sie hat dem Haus den Namen gegeben Shalom. Das heisst Frieden. Und dort hat sie den wunderschönen Garten genossen und die Blumen hat auch Freude daran. Und auch eine Freundin von ihr hat dort gelebt, Pamela. Und so hat sie noch einige Jahre dort leben. Aber später ist sie krank geworden und konnte nur noch im Bett sein. Ja, sie hat nicht einmal mehr reden. Sie hat nur noch etwas können. Jesus und die anderen Menschen lieb haben. Mit 91 dann hat sie ihre allerletzte Reise angetreten. Die Weltreisende im Auftrag von Gott hat ihre letzte Reise angetreten. Mögt ihr euch noch erinnern, was das Ziel der Cori ihrer Reise war? Genau, es ist der Himmel. Und dort hat Cori jetzt dürfen. Und sie ist reingelassen worden, weil sie ein Billett hatte, um dort hinzugehen. Und wenn du jetzt heute gemerkt hast, dass du vielleicht noch kein Eintrittsbillett hast für den Himmel, dann ist es noch nicht zu spät. Du darfst heute Jesus darum bitten, dass er deine Sünden vergibt und in dein Leben kommt. Und dann darfst du wissen, hast auch du ein Billett, um in den Himmel zu gehen. Und Cori hat so viele wunderbare Sachen erlebt mit Gott und hat so vielen Leuten von Jesus erzählen. Wisst ihr, was Schöne ist? Das hat Gott nicht nur mit der Cori vorgehabt, sondern auch mit dir und mit meinem Leben. Gott hat genauso grosse Pläne für unser Leben und möchte, dass durch uns andere Leute von Jesus erfahren. Zum Abschluss würde ich auch gerne mit euch zusammen noch beten. Jesus, ich danke dir so vielmals, dass du ein grosser Gott bist, der uns Menschen so fest liebt und wo uns hilft. Herr, danke, hast du mit der Cori so einen wunderbaren Plan gehabt, hast sie wieder befreit aus dem schrecklichen Lager und sie braucht, um so vielen Menschen von deiner Liebe zu erzählen. Danke, dass auch wir heute deine Liebe kennen und dass andere Leute weitergeben dürfen. Amen.
Genau, wir haben ja gehört von dieser grossen Liebe, die Cori bekommen hat in ihrem eigenen Leben, wie Gott ihre Sünden vergeben hat. Und von dieser grossen Liebe hat sie auch allen anderen Menschen weiterverzählen. Und auch du und ich dürfen das machen, anderen Leuten von dieser Liebe von Jesus weiterverzählen. Und wir möchten jetzt zusammen noch ein Lied singen, «Reich beschenkt», weil wir alle reich beschenkt sind mit der Liebe von Gott. hast mich begabt und machst mein Leben bunt. Und darum danke ich dir für alles, was vor dir kommt. Ich kann's fast nicht verstehen, dass du einem Mensch wie mir so viel hast anvertraut. Nur dir allein gehört Unglaublich, was Cori alles erlebt hat in ihrem Leben. Gott hat so viel Wunder da mit ihr. Ja, und sie hat sich von ihm brauchen lassen. Sie hat ihm vertraut, egal ob es gut oder schlecht ausgesehen hat. Durch ihr Leben haben so viele Leute von Jesus erfahren und auch heute noch durch Geschichten und Bücher. Gott hat nicht nur der Cori ihr Leben gebraucht, sondern er will auch dies und mein Leben brauchen, damit die Leute Gottes Liebe kennenlernen können. Ja, jetzt möchten wir euch noch ganz herzlich einladen zum Karfreitag, und zwar am 2. April. Dort haben wir ein spezielles Programm extra da im Mitternachtsruf für euch geplant. Es geht um Detektive. Ich werde auch dabei sein. Und das Programm ist ab 1:30 bis 4:30. Und eure Eltern dürfen dann auch da kommen. Für sie ist auch ein spezielles Programm parat. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr würdet kommen und wir uns dort wieder sehen. Und anmelden könnt ihr euch noch gerade unten in diesem Link. Genau. Aber das ist ja erst in einer Woche. Zwei Wochen, ja. Und in der Zwischenzeit haben wir eine spezielle Sendung geplant, also 2 spezielle Sendungen, weil es ist ja schon gleich Ostern. Und vielleicht kommt uns jemand besuchen, den ihr schon länger nicht mehr gesehen habt oder vermisst. Nati. Wir wissen es ja nicht so genau. Ja, also, das wäre es in dem Fall von uns. Und wir freuen uns. Hey, das Quiz haben wir noch vergessen.
da werden noch die Preise. Wow, super. Also das hier gibt es dann von die Haribo-Päckchen. Da könnt ihr auch eure Liebe zeigen und teilen, wenn ihr Geschwister habt. Genau. Genau. Sieht schon richtig osterfarbig aus. Soll ich gerade die erste Frage machen? Ja, machen wir. Frage 1 ist, was ist das Hauptziel der Reise der Cori? Antwort A, Taiwan. Antwort B, Deutschland. Oder die Antwort C, der Himmel. Frage 2. Warum war Cori so dankbar über den Stromausfall in Kuba? Antwort A. Weil es dort viel zu viel Strom braucht. Antwort B. Weil sie so besser schlafen konnte. Oder die Antwort C. Weil sie so viel mehr Zeit hatte, den Mädchen von Jesus zu erzählen. Und die dritte Frage ist, warum ist es Cori so schwer gefallen, auf Deutschland zu reisen? Die Antwort A, weil es sehr weit weg war. Antwort B, weil sie dort so Schreckliches erlebt hat. Oder die Antwort C, weil sie kein Deutsch reden konnte. Ja, ich könnte das Quiz wieder bis am Dienstag ausfüllen, wie immer. Und ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles. Haben wir wirklich alles gedacht. Ich glaube Ja, schon. ich glaube auch. Gut. Okay, also liebe Kinder, wir freuen euch wieder zu sehen. Das nächste Mal und ja, Bis dann. Bis dann. Tschüss. Und Cori, die ist wie durch einen Irrtum, also durch einen Fehler von Menschen, ist sie freigelassen worden. Die haben das eigentlich gar nicht wollen, aber irgendwie durch einen Fehler ist sie freigelassen worden. Ihre Freunde haben ihr geholfen, ein Haus zu mieten. Und bald war das Haus voll von Menschen, die genau in auch so Lager waren wie Cori und ihre Schwester. Und diese Menschen, die armen Menschen, die haben sich zuerst mal wieder an das normale Leben gewöhnen. Sie mussten wieder vieles lernen und das ist ihnen nicht einfach gefallen. Zuerst ist sie oft in die USA gegangen, in die Gemeinden, und hat dort diesen Leuten von Jesus erzählt. Und was sie ihnen auch erzählt hat, ist, dass nicht Haus und nicht Geld, dass das nicht Sachen sind, wo sie sich darauf verlassen können, dass das nicht ihre höchsten Sicherheiten sein sollen. Und sie hat ihnen erzählt von den Sachen, die sie in Ravensbrück erlebt hat, und hat gesagt, schaut, ich habe nichts mehr gehabt und mir ist es wirklich schlecht gegangen. Aber genau dann habe ich gewusst, dass Jesus trotzdem bei mir ist. Und nach 4 Minuten ist etwas passiert. Das Licht ist ausgefallen und es war stockdunkel. Es hat einen Stromausfall gegeben. Und jetzt hat die Direktorin gesagt, ja, dann erzähl weiter, jetzt können die Mädchen keine Aufzüge machen. Und dann hat Cori sich gefreut und den Mädchen weiter erzählt von Kindern, die sie in fernen Ländern kennengelernt hat, von Jesus, der der Freund von allen sein will und auch im Leben und im Herz von diesen Mädchen wohnen will. Die Mädchen waren ganz berührt von diesen Geschichten, die Cori ihnen erzählt hat. Und viele hatten sogar Tränen in den Augen gehabt. Und darum hat sie im Stillen gebetet und gesagt, Jesus, hilf mir dem Mann zu vergeben. Und in dem Moment hat sie die Liebe von Jesus durchströmt und sie konnte die Hand nehmen von dem Mann, sie schütteln und sagen, ich vergebe ihnen, liebe Brüder. Wow, so etwas kann nur Gott machen.